Ich weiss es nicht. Du hättest ihn nicht einladen. Guten Abend, ihr zwei reizenden Damen. Habe ich mich über eure Einladung gefreut. Ich wäre noch ein Mann. Grundsatz ist wunderbar, Sophie. Nimmst du Stunden? Nein, ich nehme keine Stunden. Aber wir schreiben einander, gell, Sophie? Ja, aber jetzt gar nicht. Wo wir stehen, steht die Treue und steht es dir Befehl. Wir marschieren nach der Fahne, so marschieren wir nicht fehl. Vater, lass es noch hängen! Hans, du weißt ganz genau, wie wir dazu standen. Ich will das Bild nicht in ihrer Wohnung haben. Vater, ihr seid so stur. Ihr seht doch, was der Hitler alles Gutes macht. Eine Regierung, die meint, uns länger für glücklich zu sein, einen vollen Futtertrag zu haben, eine solche Regierung verdient keinen Respekt. Wir sind doch keine Tiere. Wir sind Menschen mit einer freien Meinung. Nein, du hast uns versprochen, den Papa von deiner Schwester, von Sophie zu zeigen. Achtung, habt Sorge, die Sachen sind weggekommen. Mama, ist der Mann in dieser Militäruniform von Papa? Was? Ein Papa in der Uniform? Ja, der hat recht. Das bin wirklich ich. Du im Militär, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das war dann ganz normal gewesen. Ja, man ist gar nicht auf die Idee gekommen, man könnte nicht ins Militär gehen. Ich nehme an, ihr habt das schon vom Aufruf gehört. Man soll warme Winterkleidung für die Soldaten spenden. Allerdings. Herr Hartnagel, bei uns müssen wir keine Propaganda machen für so etwas. Wir spenden nichts. Wenn wir Bullensachen spenden, tragen wir dazu bei, den Krieg zu verlängern. Deutschland aber muss den Krieg verlieren. Ob jetzt dort deutsche Soldaten sterben oder russische, das ist genau gleich schlimm. Unser Sohn, der Hans, der gerade in München studiert, hat erzählt, dass die Juden von München in den Osten transportiert werden. Das ist Krieg! Krieg gegen das eigene Volk. Es ist schon Wahnsinn, dass auch schon Studenten in Krieg müssen. Wir sollten etwas dagegen unternehmen. Wir werden von einem Verbrecherregime regiert. Ja, wir müssen etwas machen. Nur die Gefahr, zum Tod verurteilt zu werden, ist gross. Aber wir wissen ja noch gar nicht, was wir werden machen. Ich brauche deine Hilfe. Wie was? Ich brauche einen Stempel für die Bezugskarte, sonst kann ich sie nicht einlösen. Ein Vervielfältigungsapparat? Sophie, für was brauchst du einen Vervielfältigungsapparat? Für etwas Gutes. Und dann brauche ich auch noch etwas Zweites. Was? 1000 Reichsmark. 1000 Reichsmark! Es ist für einen guten Zweck. Du weißt, dass dir das Leben kostet. Ja, ich weiss.